Bonjour, es sind Veronika Hansen und ich freue mich ganz, dass ihr dabei seid bei Fit to Heal. Heute schaffen wir den Schöllergürtel. Der Schöllergürtel besteht aus meinem Schlüsselbein, aus der Schöllerblätter an dem Schöllergelenk. Und der Schöllergürtel der reposiert auf meinem Thorax, auf meinem Brustkorb, also da wo die Lungen dran sind. Das ist ganz wichtig, dass der beweglich ist, weil wenn die fixiert das, da gehe ich auch viel mehr steif, das ist schon wichtig, eine gute Mobilität an den Schöllergürtel zurück. Voilà, wir fangen an, wir machen ein bisschen Nasenähen und dann gehen wir einfach mit den Händen noch 4 auf und zurück und dann geht die andere Hand über die Hand, die innen ist. Und wir sind dann immer auf. Also, noch 4, die anderen noch 4, dann kommen wir zum Mittel liegen mit den 2 Händen. Und wir kreuzen 4. Wir kommen mit den 2 Händen zum Mittel hin, spielt den Fuß am Boden, zieht den Bauch ein bisschen ran, spannt den Hintern ein bisschen an. Fängt mit der Atmung an, atmet los an, zählt bis 5, atmet los aus und zieht den Bauch noch ein bisschen ran. Atmet los an, entspannt, spielt den Fuß am Boden, atmet aus und zieht den Bauch los ran. Tipptopp. Ablockern. Als nächstes gehen wir einfach mit den Armen horizontal, und mit den Knien über als 2 Füße. Okay, anderen rumkommen. Wir atmen an, 5 an, aus, auf den Bauch ranziehen. Wir atmen an, 2, 3, 4, 5, aus, auf den Bauch ranziehen, Hände ausspannen, Füße am Boden spielen. Anatmen. 2, 3, 4, 5, aus, auf den Bauch ranziehen, Füße am Boden spüren und Hände mal entspannen. Dann horizontal, anatmen, aus, auf den Bauch ranziehen, Hände ausspannen. Anatmen, dann horizontal, Füße am Boden spüren, aus, auf den Bauch ranziehen, Hände ausspannen. Okay, ganz gut. Als nächstes machen wir Kreise mit den Armen, das heißt, der Oberarm bleibt an der Horizontalen und als Handflächen drehen. Nur innen, nur oben. Nur innen, nur oben. Nur innen, nur oben. Wir strecken die Arme jeweils ganz weit weg. Ein letzter Kehr an die 2 Richtungen, Arm zurück und wir lockern die Arme ab. Tipptopp. Wenn man wieder reinkehrt, die letzte Übung, Handfläche nach oben drehen, nach innen, Arm zurück, nach oben. Handfläche nach innen drehen, nach oben, zurück, Arm, Handfläche nach Plafond. Die Handfläche kommen zum Körper, drehen sich nach oben, Arm zurück. Ganz gut, die haben weiter so eine Strecke, die Handfläche drehen, Arm zurück. Tipptopp. Für die nächste Übung gehen wir auf den Boden. Wir sitzen als auf den Knien. Voilà. Den Kehr holen wir den linken Arm, gehen mit der Hand an das Genick. Dann holen wir mal Ritzen und der rechten Hand den linken Ellenbogen. Voilà. Nun ziehen wir den linken Ellenbogen nur links und die rechte Hand hält fest. Alles losen, locker lassen. Dann nehmen wir die Zeit am Arm, am linken Arm. Den linken Ellenbogen nur links ziehen, und später ziehen bis an den Arm an den Bauch ranziehen. Das ist auch ganz wichtig. Hände ausspannen, locker lassen. Ein letztes Mal. Zieht den Bauch ran, zieht den Hände an, dann hast du direkt stabilisiert und zieht den linken Ellenbogen nach außen. Tipptopp. Also Bauch ausspannen, das ist immer mega wichtig. Das heißt, Bauch ranziehen. Da geht der Pubis ein bisschen rumgezogen. Muskeln am Bauch verkürzen sich. Logi Mama dreht mit der rechten Hand Hand Genick, mit der linken Hand auf den rechten Ellenbogen. Und der rechte Ellenbogen zieht nur rechts. Ziehen und die linke Hand hält zurück, Bauch ranziehen und entspannen. Rechten Ellenbogen zieht nur rechts. Ziehen, ziehen, ziehen. Entspannen, Bauch ranziehen. Immer.
Dann jetzt über Zeit noch jetzt zählen, 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 zählen. Und entspannen. Tipp. Für die nächste Übung für meinen Stein oder ein Tuch. Voilà. Drei nice. Höhlenstein haben wir direkt gedicht Handflächen und den Plafond. Und wir legen den Stein so drauf. Und wenn wir darum aufpassen, also Knie ein bisschen als aufpassen, den Bauch ranziehen. Wenn wir mit den Ärmeln ranziehen, den Bauch ranziehen. Seht ihr? Dann geht der Pubis grob und hinten spannt sich gut. Also, wir gehen von der Hand ranziehen, den Bauch halten, 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 hinten ausspannen und entspannen. Also, mit dem Bauch ranziehen, mit den Ärmeln ranziehen, Handflächen und den Plafond, soweit es geht, und zurückkommen. Den Bauch ranziehen, Handflächen den Plafond, Handflächen den Plafond, Arm locker losen. Noch zweimal, Handflächen den Plafond und den Plafond und den Plafond, Arm locker losen. Jetzt kehren Handflächen den Plafond und den Plafond, Bauch ranziehen, Hände ausspannen, fest auf die Knie drücken und entspannen. So, wir sitzen mal so Talon, lehnen Stein Hände nieder. Und wir stellen das aber als Pauschen, weil den Stein mag man nicht mehr. Und da gehen wir einfach mal die Knie ein bisschen daneben. Und dann gehen wir vom Becken an Blut, aber beim Blut gehen wir mal gleichzeitig Bauch ran, weniger gekreuzte Mund, und wir atmen aus. Okay? Legen wir das. Dann haben wir hier Becken an Blut, Bauch ranziehen und dann merken wir, wie eine Spannung an der fichter Muskelkette könnt, aber uns setzen. Lo probieren wir dann gleichzeitig Schulterblätter nur zur Wirbelsäule zusammenzuziehen, also dass das Sternum und den Plafond geht. Also man reicht Sternum und den Plafond können ausspannen, Bauch ranziehen, und zurückkommen. Und entspannen. Also man 2, 3, 4, 5 und zurücksetzen. Denkt dran Schulterblätter bei Wirbelsäule zu ziehen und Rücken. Rücken und Schulterblätter bei Wirbelsäule zu ziehen. Tipptopp, und zurückkommen. Anatmen, anatmen, anatmen. Also, ausatmen, Schulterblätter mit Wirbelsäule ziehen, Hände ausspannen sich und die Knie aufdrücken. Tipptopp, ein letztes Kehr. Rücken, Rücken, tipptopp. Voilà. Lo, drehen wir es auf die 4 Patten. Voilà. Da fangen wir an mit einer Übung. Also, wir passen auf, dass die Schultern über den Händen sind, und den Becken als auch über die Knie. Face so oder so, dass wir das gerade spielt. Dann gehen wir mal mit rechten Ellenbogen und den Plafond an. Wir gucken die Linkshand. Guckt Linkshand. Dreht die Kopf nicht. Also sitzt drin zurück. Geht mal den linken Ellenbogen und den Plafond, zieht den Bauch ran und guckt die rechte Hand. Dreht die Kopf nicht. Mal am rechten Ellenbogen den Plafond gehen, guckt die Linkshand an, zieht den Bauch ran. Tipptopp. Mal am linken Ellenbogen den Plafond, guckt die rechte Hand an und zurück. Probiert den rechten Ellenbogen weit nach hinten zu ziehen, von deinem Baugift spannen. Tipptopp. Entspannt den Bauch mit der linken Hand, die zieht den Ellenbogen weit nach hinten und zurück. Die spannt den Bauch am rechten Ellenbogen, links ist gestreckt, dreht dich auf, guckt die links Hand an und zurücksetzen. Jetzt kehrt ihr noch an die Seite, zurücksetzen, Rehenzirkeln, spannen den Bauch, zurücksetzen. Probiert wirklich die Spannung zwischen Ellenbogen und Hand zu spüren. Voilà, los stellen wir so die Hände auf, Knie ein bisschen weiter sanieren. Für die nächste Übung gehen wir einfach am höchsten weit von Hand, so weit es halt geht. Und da kommen wir noch 4. Ziehen den Bauch ran, aber auch Wichtigkeit. Finde ich nicht da zu machen. Aber gehen wir am Brustgriff noch 4 und ziehen den Kopf auch noch 4. Man kann dann noch Hand kommen, anatmen. Und ausatmen, 2, 3, 4, 5. Tipptopp, Hand und anatmen. Ausatmen, zieht die Brustkurve nur 4, der Kopf nur 4, die Kinn nur 4. Ohne die Überstreckung zu machen, Kopf. Nee, einfach, wir balancieren die Glas Wasser weiter um den Kopf. Und dann kommt ihr noch Hand.
Ganz gut. Nur 4 kommen, zieht den Bauch ran. Zieht den Bauch ran, spannt den Hühner dann hast du direkt stabilisiert. Kommt um am Händchen zurück bei Talon. Ein letzte Kehr. Nur 4 kommen. Brustkorb nur 4. Hühner ausspannen, Bauch ranziehen. Dann können nur 4 Zehen, die balancieren die Glasfassung und engagiert den Kopf und die Schulter. Ganz gut. Als nächstes bleiben wir, wir ziehen den linksten Knie nur 4. Aber dann legen wir am dritten Knie und da sitzen wir es einfach seitlich. Voilà. Sind wir schon mal in der Position von der nächsten Übung. Wir holen die 2 Hände und setzen sie die eine Seite vom Knie und die andere Seite vom linksten Knie. Wenn wir das machen, wir gehen am Sternum, den das H4, den hält drüber zusammen, gehen wir noch 4 auf die Knie. Und wir drücken das aus den Händen weit fort. Wir doch noch chillen, die bleiben 4. Und dann geht noch Hand. Der Hals geht an der Rücken noch Hand. Ich gehe am Sternum noch 4. Chillen gehen noch Hand. Chillen wieder gehen zur Wirbelsäule noch Hand. Und ich komme wieder zurück. Ich gehe am Sternum Richtung Knie. Ich probiere immer ein bisschen weit zu gehen. Bleibe stabil. Auf euren Händen stehen. Und fortdrücken. Geht noch 4. Mit Sternum kommt drin zurück. Tipptopp. Und der letzte Kehr geht mit Sternum, mit Brustkorb auf den linksten Knie und kommt drin zurück. Tipptopp. Die nächste Übung. Wir strecken den Arm, der jetzt den Arm 45 Grad an den Eck vom Zimmer. Und wir dirbeln, wir machen einen halben Liegestütz auf dem linksten Arm. Wir gehen einfach noch rüber, und drücken meist lang an den Eck. Wir gehen noch rüber, und wir gehen an den Eck. Der linkste Ellenbogen dirbelt sich, und die rechte Handfläche wird an den Eck gedrückt. Der linkste Ellenbogen dirbelt sich, und aus der linken Hand drücke ich mich an den Eck hoch. Die linke Hand wird belascht, der linkste Ellenbogen dirbelt sich, und ich drücke mich an den Eck. Ein letzter Kehr. Tipptopp. Arm an den Eck drücken aus der linken Hand. Tipptopp. Login auf die andere Seite. Dafür höhle ich den rechten Fuß rüber. Also, so, als könnte der rechte Knie zwischen den Händen. Und der linke Fuß spannt sich auf den Teppich. 2 Hände, links und rechts. Vom rechten Knie, und ich gehe am Brustkorb durch. Und ich komme zurück. Und der Brustkorb geht weit an den Rücken. Raufgehen, Brustkorb geht noch 4 bei den Knie, nicht so weit wie es geht. Aber zurückkommen. Ich gehe am Brustkorb noch 4 Treppen. 4 die vom Brustkorb weggezogen. Ich degagiere den ganzen Brustkorb und schaue, hallo, versinkt darin an meinem Brustkorb, die Sternum. Die Sternum geht nur 4 Richtung Knie, hallo, versinkt darin zwischen den Rippen am Brustkorb. Nur 4 gehen ich, meine Ellenbeine dirbeln sich, ich strecke mich aus den Händen fort und ich strecke das Sternum an den Brustkorb an. Ein letzter Kehr. Voilà, tipp. Logik den linksten Arm gestreckt. 45 Grad an den Eck. Und ich gebe den rechten Ellenbogen, stecke mich auf der rechten Hand auf und ich strecke mich weit fort an den Eck. Stirbeln und drücke mich weit fort an den Eck. Stirbeln und weit fort an den Eck. Geht so weit hoch wie ich an der Reihe ist. Tipptopp, nach 2 Mal. Aus der rechten Hand zwischen den Glocke und der linken an den Eck drücken. Und ein letzter Kehr. Tipptopp. Die nächste Übung. Gehen wir noch zurück auf die Federplatte. Voilà. Und da strecken wir einfach dann den Arm an Verlängerung vom Körper. Wenn ich aber mit dem Arm an Blut gehe, ziehe ich den Bauch ran. Okay? Also vielleicht nicht einmal den Kreis schaffen, nicht so. Nee, stabilisiert Bauch ranziehen. Okay? Pubis könnt bei der Brustkorb. Da sind die Distanz groß, weil dazwischen
und wenn ich da ranziehe, und ich direkt stabilisiert. Und dazu muss wenn ich den Arm hier da ranziehe. Okay, wir fahren das, ziehen mal 5 Mal an Seite. Links hier, Bauch ranziehen, anziehen. Rechts hier, Bauch ranziehen, 10, 10, 10, anziehen. Hier 2, 3, zurücklegen. Rechts 2, 3, zurücksetzen. Hier Bauch ranziehen, zurücksetzen. Hier Bauch ranziehen, zurücksetzen. Hier zurücksetzen. Rechts hier Bauch ranziehen, zurücksetzen. Nach alle Kehr an die Seite. Also nach alle Seite ein Kehr. Und zurücksetzen. Rechts Bauch ranziehen. Ganz gut. Einfach ablockern, schütteln. Und dann machen wir die letzte Übung. Rup. Der Brustkorb über die Hände. Also gehe ich just mit dem Sternum auf den Boden und ich strecke mich hoch und ich ziehe den Bauch an. Hoch und also das ist nicht der klassische Katzenbocken. Nee, das Ganze soll mehr oben geschehen. Wir haben da im irischen Teil von der Wirbelsäule. Also, Sternum nach unten und dann fortdrücken. Sternum auf den Boden, fortdrücken. Sternum auf den Boden, fortdrücken. Noch 2 Mal. Fortdrücken. Sie keine Liegestütze mit geschieht just an der Schultern. Schulterblätter hin zur Wirbelsäule hingezogen. Also drehen Sie sich seitlich über den Brustkorb draußen. Sie gehen zur Wirbelsäule gezogen. Seitlich später Druck. Zur Wirbelsäule gehen Sie. Seitlich. Tipptopp. So, wir werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Kurs über Schiller. Schillerin, Schlüsselbein und Schillerglieder, wo wir Beweglichkeit geschafft haben. Ich hoffe, dass ich das am Alltag bringt, aber dass ihr doch noch ein Stück machen, sobald ich halt nur steif oder verkrampft viel kommt. Ich mag Sie. Bis die nächste Woche.